Onze Geschicht handelt van de Mennoniten die in de 1920er jaren van Canada naar Mexico ansiedelden, en dem van deze afschnitt vertelt George Rampel Varamaya van Nuevo Ideal Durango, wo sich Dinge dort entwickelt haben, von wo sie haben angefangen mit Käsemerken, wo der erste John Deere 3 Traktor durch die Kolonie ist abgekommen. Ich sehe Herrn Rampel und ich wünsche Ihnen guten Empfang. Unsere Geschichte Nummer 61. Ditmal vertellen wir noch Batea von der Kolonie in Nuevo Ideal Durango, Mexiko. Wir haben allemaal wat von der mennonitischen Kolonie in Durango, Mexiko und auch von der Batea-Siedlung in Zacatecas, Mexiko, wat gesagt. Aber ich habe nu noch mehr Informationen von Jakob Wahl von Durango zugeschickt gekriegt, von dem Entstehen von diesen beiden mennonitischen Siedlungen. Und ich will hier noch ein bisschen Charter für Fortwort davon vertellen. Was er davon sagt und auch von anderen geschichtlichen Sachen, die er mir zugeschickt hat. Ich bin sehr dankbar für Jakob Wahl seine Hilfe. Zu dem Entstehen von der Durango-Kolonie schrift Jakob Wahl kurz abgeführt ungefähr so. Sonntag am 15. Juni 1924 kam die Station Alisos, Municipio Canatlan in Durango, die erste zu der Uitwanderung gecharterte Zug an mit 23 kolonische Familien von der Hague Reserve in Saskatchewan, Kanada. Dieser Zug bestand aus 15 Frachtkoren und 4 Passagierwagens. Die amerikanische Lokomotive kann diesen Zug, zoals alle anderen von Mennoniten gecharterte Züge, von Kanada nach Mexiko uitwandern, mal von El Paso, Texas, noch über die Grenze bis in Juarez, Chihuahua, hinschuven, von wo eine mexikanische Lokomotive den Zug bei der Station Alisos, Municipio Canatlan in Durango bracht. Juan La Soya, der die Mennoniten das Siedlungsland verkauft hat, wisst, dass die Mennoniten die spanische Sprache nicht verstanden, und dabei stellte er an einen Mann, der von Deutschland nach Durango gekommen war, als Dolmetscher. Dem sie namen wir Weber. Bald fing sich bei den mennonitischen Einwanderern an Station Alisos auch ein Mann mit dem Namen Anderson an, wohnen in der Stadt Durango das Hotel Hidalgo ein. In diesem Hotel bleiben die Mennoniten meistens zur Nacht, wenn sie ihre Geschäften wegen nach der Hauptstadt fuhren. Mit dem Zug von der Station Alisos nach der Stadt Durango fahren nahm 1924 von 6 bis 7 Stunden Zeit. Weil das erste Zug mennonitische Einwanderer am Sonntag bei der Station Alisos in Durango kam, hielten sie ihren ersten Sonntagmorgen Gottesdienst an einem Passagierwagen. Das erste sangen die nie angekommene Einwanderer das sehr bekannte Lied, nun danket alle Gott. Und dann dient Älteste Jakob Wiens an mit der ersten Predigt im neuen Land. Der Älteste muntert das Lied sehr ab, dankbar zu sein für Gottes Schutz, Führung und Bewahrung auf ihrer langen Reise. Montag am 16. Juni fängt das Uitladen an. Gebiete werden in der Station Alisos gerannt, zum Sachen unterbringen, wo sie nicht not worden dürfen. In kleine Hälterne Hiesekes werden schwind dicht beim Riefer, oder beim Fluss topgenäht und mit Walblech gedeckt, um die Bernen auf verirrt zu wohnen. Die mennonitische Einwanderer werden dazu versprochen worden von ihrem Landverkäufer Juan La Soya, und sie haben damit gerechnet, dass in Durango gekauftes Land einigermaßen angemäht sein wird, wenn sie da ankommen würden. Aber das wir nicht geworden. Die nie angekommenen Einwanderer gingen überher und machten das Land und die Büstätten für ihr erstes Dorf im neuen Heimatland, das Greenfeld genannt worden wird. Und als die Büstätten ausgemäht wären,
dann wird der Klasse bestimmt, wo eine Familie, wo eine Büsteht haben soll. Und dann wurden in dem Niendorf Greenfeld so schwindersmählich Gebiete gebüht und dann übergesiedelt und Erdorf benannt. Juan Lasoya hat dem Deutschlander Weber den Auftrag gegeben, den Mennoniten zu helfen mit dem Bühalt in El Salto zu kämpfen und so schwindersmählich bei den Mennoniten Erdorf Greenfeld zu kriegen. Man verspricht den Mennoniten, dass Bühalt an 3 Deel von El Salto bei Greenfeld kommen wird, aber all hier kriegen die Mennoniten einen Verschmack von was das Wort Mañana in Mexiko bedeutet. Dann steht, dass Bühalt an 3 Deel ankommt, die dort manchmal bei 3 Werk. Das macht die neue Einwanderer ein bisschen ungeduldig, denn sie wollen hier noch verder Reintid in ihre eigenen Häuser am Niendorf wohnen. Die 23 Nobers in ihrem Niendorf beschlossen noch kurz, im ersten Sommer eine Schule zu bauen. Wie alle Nobers aber mehr als genug zu tun hatten, ihren eigenen Hof einzurichten, beschlossen sie, dass aufwechselnd jeder Tag 1/4 von den Nobers einen Arbeiter stahlen sollte, ihr Schulhaus bauen halten. Noch vor Weihnachten 1924 wird das Schulhaus fertig, sodass die Birnen von der Weihnachtstag an all am Sonntag morgen Gottesdienst gehalten werden können. Von dem 2. Januar 1925 an wird am neuen Schulgebiet Schulunterricht gegeben. Zu Abraham A. Martens, einer von den Dorfsbewohnern, war der Schullehrer in Greenfeld, und zwar solange er lebt. Meist alle Familien hatten Maitje und zum wenigsten ein Papier von Kanada mitgebracht. Aber Ackerwirtschaft hatten sie meistens nicht das Rechte mitgebracht für das Land in dem großen Guatemala-Tal. Besonders schafften ihre von Kanada mitgebrachte Schwabpflege doch nicht sehr gut. Die mennonitische Einwanderer wurden bald an, dort in ihrem neuen Heimatland, die ihrem Farmwirtschaft trieben, alles umgelegt worden muss. Von der Einwanderer ihrem mitgebrachten Ackerwirtschaft schafft eigentlich bloß ihr kleiner Handkultivator oder Gartenweide richtig in die Guatemala-Erde. Aber so wären mal wenige mitgebracht worden. Aber bald wussten die Gerätschaftshändler in Torreon, Coahuila, Doam, dort die mennonitische Farmer in Durango ansiedelten, wo dort an rechte Farmgerätschaft fehlt, und die kamen den Mennoniten auf ihre Siedlung Gerätschaft anbieten. Und die mennonitische Pioniere freuten sich, mehr kleine Handkultivators schäppen zu können. In 1925 hat fast jeder Bauer so einen Handkultivator oder Gartenweide. Bald kauften die Pioniere die sogenannte einreihige Kornweiders oder Maiskultivatoren, wo die Bauern oder ihre Jungs boven setzen können und von dort mit ihrer hängende Pied lenken und mit ihrer Feit den niemotschen weiter schmackte Mais oder Schabelrehen de Längt stieren. Die Pioniere ihr Pflegen schafften nicht gut, was sie ausgefangen hatten, dass es auch Schieven oder Diskpflege gab und sich dann so eine gekauft hatten. Am 4. August 1924 fängt endlich die Reentid an. Aber dann Rehen dort scheinbar auch immer weiter zu der rechten Zeit, sodass die wenigen Ackers, die die Pioniere noch hatten, ackern gekonnt, eine gute Abend anbrachten. Und gutes Heu hat auch jeder Bauer genug merken gekonnt. Am 10. Januar 1925 kam der zweite Zug mit einer zweiten Gruppe mennonitischer Einwanderer von Hague, Saskatchewan und Durango an, mit ungefähr so viel Familien als an dem ersten Zug gekommen wären. Diese Gruppe Einwanderer gingen dort Dorf Blumenort und siedelten dort an. Im Mai 1925 kam ein dritter Zug mit einer dritten Gruppe Kolonie Familien von Hague, Saskatchewan und Durango, Mexiko. Das waren auch über 20 Familien. Diese Gruppe Einwandererfamilien gingen dort neue Anlage und siedelten dort an. Vierter Zug von Hague, Saskatchewan kam am 1. Dezember 1925
met de vierde groep Mennonitische Einwandererfamilies in Durango, Mexico aan. Deze groep families renden dat dorp Rijnland en siedelden door aan. De vijfde Zug met de vijfde groep Kolonie-families van Hague, Saskatchewan, kwam in Durango 1926 aan en grond dat dorp Rosenfeld. De zesde Zug met de zesde groep Kolonie-families van Hague, Saskatchewan, kwam in Durango 1926 aan en grond dat dorp Hoogveld. Von hier an kwamen nicht mehr nie große Gruppen Families von Hague, Saskatchewan oder Durango, Mexiko, aber einzelne Families kwamen noch mehrere Jahre. Hinter diesem Satz sagt Jakob Wahl, was so weit uit A.A. Martens seinem schrieben. Wir haben aber all einmal gesagt, dass im Herbst 1927 noch ein letzter von der kanadischen Kolonie gecharterter Zug eerst wat families van Hague, Saskatchewan holt, dan bij Herbert, Saskatchewan fuhr en door wat families van Swiftcurrent metnemen, en dan nog in de Manitoba Westzaar wat families ook metnemen, en die dan alle naar Mexico bracht. De eerste tractor bij de Mennoniten op de Durango-siedlung, zoals Jakob Wahl dat schrijft. De Oud-Kolonie Mennoniten waren met de opzicht van Mexico gekomen, dat ze hier ook wijdvormer zijn willen. Ze zagen over bald aan dat ze hier worden moeten Ackerwirtschaft en Viehzucht oder Melkwirtschaft taubdrijven, wanneer ze zich hier willen en abburen können. Viele Bauern kauften sich Schmontasch, schmonten ihre Milch auf, milken Butter und verkauften die. Das gab all ein bisschen mehr an, wenn sie einen Marktdorf verfehlen können. Aber für eine rechte Milchwirtschaft fehlten an Käsefabriken. Dort geht bis 1935, wo das Käsemelken auf der Durango-Kolonie einen Anfang krieg. Dort wäre sozusagen Zufall, dat het bij de Mennoniten bij Käsemelken kwam. Dat kwam zo, sagt Jakob Wahl. En dem dorp Rosengaard op de Manitoba-Kolonie wie eine früh Kran, de Milch op ihre Nobers ihre Bestrahlung hanen war einmal ein Beet Käse. Wo sie die Kunst von Käsemelken herholt, ist nicht bekannt. Früh Kran braucht zum Käsemelken eine kleine Wohn, wo einer sie mit halb 4 unter der Wohn. De Milch krijgt warm genoeg Milch om daarvan Käsemelken kennen. Wanneer zij den Käse rijdt houdt, dan presst sie den irgendwo een Stecker top. En dan weer door een gewasser Peter gefriesen, de arbeid manchmal bij de Mormonen en Kolonie Dublin, door dicht bij Nuevo Casas Grandes. Deze Mormonen milken ook Käse, en haar Friesen interessiert sich ganz besonders für Käsemelken. Denn hij dacht, dat kon mank de Mennoniten ein gutes Geschäft worden. Als Peter G. Friesen trägt naar Rosengaard kwam, op de Manitoba-Kolonie, gelung dort mit einem Abraham Friesentaub von Frühkran einfache Käsegereitschaft zu kaufen, en hij milk gebruik van wat hij bij de Mormonen van Käsemelken geleerd had. Friesen kauft von den Nobers am Tag bei 200 Liter Milch am Tag für 3,5 Centavos das Liter und Milch Käse davon. Aber den Käse verkaufen zu können, wäre schwieriger als den zu merken. Weil Friesen mal arm wäre, kam er nicht so recht am Schwung mit seinem Käsemerken. Bald sagen so eine Männer, die da mehr Mädel hatten, auch ein Geschäft an Käsemerken, und die spielten Peter G. Friesen das Käsegeschäft uit de Hein. Friesen leidt sich dadurch aber nicht entmoeten. Er siedelt even von Chihuahua nach Durango und gründet dort die erste Käsefabrik. Am Anfang kreeg hij mal
so 80 Liter Melk den Tag taub zum Käsemelken. Viele Bures werden ein bisschen nastrisch, viele andere Bures werden lachrig. Und dort nicht ganz ohne Ursache, denn den Käse auf den Markt zu bringen, wird keine kleine Sache. Nur wenige Monaten muss Friesen sein Käsemelken auch in Durango weiter abgeben, wie es an dort an Geld fehlt. Er fängt aber noch im selben Jahr 1934 weiter an mit seinem Käsemelken und ditmal brachte er dort vor sich, an seinem Geschäft erfolgreich zu werden. Beinahe wenige Jahren verarbeitet er bald 3000 Liter Melk den Tag für Käse. Die Melkwirtschaft wird für die Durango-Kolonisten noch in den 1930er Jahren der Haupteinnahme und der ist auch von der noch für die meisten Kolonisten der Haupteinnahme. Und nu der erste Traktor macht die Mennoniten auf der Durango-Siedlung. Jakob Wahl sagt, der erste Traktor auf der Durango-Siedlung macht die Mennoniten wie ein Model D John Deere. Aus der Torreon-Acker-Gerätschaft Agenten der Durango-Lied all etliche Jahren viel Einregeweiders und auch viel andere Ackergerätschaft verkauft haben, kamen sie einen Tag mit einem neuen John Deere Model D Traktor, einen Diskpflug und einen Sodenschnieder in der Darpa auf der Durango-Kolonie. Sie wären all an mehrere Darpa gewasst und hatten die Gerätschaft noch keinen Bauer verkaufen konnte. Aber als sie bei Johann B. Ginters in Rheinland auf ihren Hof kamen, dann versuchten Ginters gerade mit ihren Ossen zu pflegen. Aber die Ossen wollen nicht gut tragen. Einer von den Ossen will mehr liegen als gehen. Dort wir sehr unangenehm für uns Ginter, dann haben wir einer von den Pionieren, die da beschecken wollen. Als die Gerätschaftshändler von Torreon Ginter ihre Gerätschaft anboten, dann wurde er sich sehr bald einig. Er kaufte an den John Deere Model D Traktor, den Diskpflug und den Sodenschnieder auf für 1700 Pesos. Und nur noch den einen Oss, wo er nicht gut tragen wollte. Die Durango-Kolonisten ihre erste Tochterkolonie Batea in Zacatecas, Mexiko. Hier sagt Jakob Wahl, die Durango-Kolonisten kauften ungefähr 3600 Hektar von dem Batea Rancho Land von einem Ingeniero Angel Meyer. Der Hacienda selbst mit Wort von seinem Land hält Ignacio Angel Meyer in Wirtschaft wieder. Wohl kämen die Durango-Mennoniten dorthin, den Batea Rancho in Zacatecas zu kaufen. Jakob Wahl verteilt hat ungefähr so. Eine Johann G. Harder-Familie, die in Nehorst auf der mennonitische Durango-Siedlung wohnt, die hat da am Dorf einen Stuhl. Ignacio Angel Meyer kam manchmal bei Harders am Stuhl und war dadurch mit Harder gut bekannt. Des Mann wollte die Durango-Mennoniten gern das meiste von seinem Land verkaufen. Einmal brachte er Maisstieder mit, wo er auf seinem Rancho gewassen wären, und versucht Johann G. Harder und die Durango-Mennoniten für sein Land zu interessieren. Daraufhin schickten die Durango-Kolonisten eine Delegation, das Batea-Land zu untersuchen. Und die Delegaten kamen mit guten Nachrichten zurück nach Durango. Sie sehen die Kolonisten, dass sie glaubten, das Land wäre sehr gut. Die Durango-Mennoniten stellten Verhandlungen an mit Angel Meyer, kauften das Land und besiedelten dort in kurzer Zeit. Auch die Johann G. Harder-Familie siedelt über dahin mit ihrem Sturtaub. Harders haben die Batea-Kolonisten durch ihr Stur noch viele Jahre mit allen Neidgeboren versorgt. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Kolonie und Nuevo Ideal Durango, Mexiko. But nächstes Mal. Ich sehe George Rumpel.